Einmal Prinz zu sehen, den Kölner am Ring. Die roten Funken stellen das Dreigestirn, die Üleports steht Kopf. Und das in eigentlich schlechten Zeiten. Corona, Krieg, Inflation. Darf man in solchen Zeiten Karneval feiern? Karneval ist gerade in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig. Immer in Zeiten, wo es halt irgendwie Krieg, Pandemie oder Wirtschaftskrise gab, hat das in der Geschichte gezeigt, dass der Kölner Karneval einfach immer ein Hoffnungsträger für die Menschen war. Meine Oma beispielsweise hat früher immer gesagt, Hande Kamello ist der Schutthof hier heute noch am Krieg und sie hatte Köln kaputt geschmissen. Und sagte sie, in dem Moment, wo dann die Rosenmond noch so wieder durch Köln getrocknet ist, hatte man wieder einen Moment der Hoffnung, wenn die Funken kamen, das Dreigestirn kam. Das war für die Menschen damals schon sehr, sehr wichtig. Im Interview mit Till Quidmann zeigt sich das Trifolium bestens gelaunt. Während ihrer Regentschaft wollen die drei überzeugten Karnevalisten viel erreichen. Uns liegt am Herzen, auch die Leute zu erreichen, die vielleicht nicht das Geld übrig haben, um sich die teure Sitzungskarte zu kaufen. Wir würden gerne in allen 86 Vedeln einmal zugegen sein, ob es in der Kneipe ist, in der Vedelskneipe ist oder aber auch auf dem Marktplatz. Das Festkomitee hat erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil das zeitlich sehr schwer abzubilden ist. Aber wir werden unser Bestes geben, um das auch umzusetzen. Im Gegenzug hat das designierte Dreigestirn der roten Funken auch Wünsche an die Jecken. Wir wünschen uns vor allem, dass die Leute wieder Karneval feiern, frei, froh in die Säle kommen, dass der Straßenkarneval auch wieder ein bisschen mehr zusammenrückt und aufeinander Acht gibt und ein bisschen friedvoller sich darstellt. Ja, das wären eigentlich die größten Wünsche und natürlich Sonnenschein, Rosenmontag. Ein Dreigestirn für die Ewigkeit, das wünschen sich hier alle. Dass es auch anders laufen kann, auch davon könnten die Räuber ein Lied singen. Denn sie haben sich wegen Corona neu formiert. Auch ihr neues Sessionslied passt so gar nicht zu den alten Hits. Wigger, Digger. Wir sind zurück und wir sind echt geschüttelt worden und so, aber wir haben es abgeschüttelt und sind eigentlich gestärkt aus der Sache rausgegangen, um einfach auch zu sagen, dieses Ding, dieses traditionelle Räuberthema, was es ja jetzt 31, 32 Jahre gibt, das darf einfach nicht aussterben. Das ist, wir wollen einfach die nächste Generation sein, die diese Gene weiter nach vorne trifft. Die Räuber sind zurück. Und auch das zukünftige Dreigestirn ist schon vor dem 11.11. in Hochform. Das begeistert. Authentisch, sind Junge aus dem Level. Sie verstehen den Karneval, sie repräsentieren ihn schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten und ich mag die drei einfach als Typen. Die drei bringen alles mit, was man braucht, um ein gutes Dreigestirn für die Kölnerinnen und Kölner zu sein. Für die jetzige Session ein Dreigestirn, was alle auch vielleicht skeptischen Menschen wieder vereinen kann und zu einer schönen, gemeinsamen und dann auch ausgelassenen Session führen kann. In unserem Fehler. Alle 86 Fädel Kölns wollen Prinz, Bauer und Jungfrau in der nächsten Session besuchen. Sie wollen ein Dreigestirn für alle sein. Da kommt eine Frau.